Willkommen in Dresden, wo das Wasser einfach fließt. So, da oben bin ich wieder aktivieren so richtig und Leas Bach läuft. Wenn ich Leas Bach in ganzer Länge sehe, dann hier oben rechts jetzt da einen Link rein zum alten Video, wo man Leas Bach zum ganzen Fluss sieht. Ja, aber da oben, sehen Sie dort oben, wie es läuft? Nein, wahrscheinlich nicht. Vielleicht mit Zoom. Da oben läuft es richtig. Es läuft so richtig, wie es sollte. So schön. Jetzt Leas Wasserfall. Leas Bach läuft wieder. Hey, schau dir mal an. Wow, schon fast bis zum Fortunas Teich. Aber noch nicht ganz. Aber jetzt dann bald. Und jetzt, wo Fortunas Teich voll ist, braucht es etwas Neues. Und wir haben entschieden, wir machen hier einen neuen Teich. Weil man kann nie genug Teiche haben. Genau. Ja, mal schauen. Wir haben gesagt, vorne mit dem Wasser. Haben wir gesagt, komm, wir machen den Teich. Und schauen mal, haben wir kurz vor dem Mittag einen Teich gemacht. Und der Teich hat den Namen bekommen. Es ist der Dachsteich. Ja. Ab jetzt haben wir einen neuen Teich in Dresden. Und das ist der Dachsteich. Nach dem Lieblingstier von unserem Tschech-Feierli. Der Dachsteich. So ist es. Neues Leben entsteht in Dresden. Und wenn ich da genau schaue, da hat es schon mal etwas gehabt. Weil da hat es eine Steinwand. So, jetzt füllt es langsam. Und wenn es gefallen ist, läuft es da drüber und dann da wieder zurück und in die Wohnung rein. Genau. So ist es. Fortunas Teich fließt die Dachsteich rein und irgendwann läuft es da drüber und da unten gibt es dann auch nochmal einen Teich. Dort in der Bruni rein. Irgendwo, irgendwann. Genau. So schön, so richtig schön. So, Sonntagnachmittag, 10 vor 4 Uhr. Das Wasser fließt auf dem Jacksgarten, richtig schön. Und ja, wir haben es jetzt so geschafft, dass es aus dem Jacksgarten wieder rausfließt. Ich zeige euch gerade auf der anderen Seite von der Benjeshecke, wie weit das wir schon sind. Da ist die Benjeshecke. Schau, bis dort drüben. Am Anfang fließt schon Wasser. Und nachher siehst du, Linda dort schon richtig Food Forest. Und da in der Food Forest gibt es einen kleinen Teich. Vermutlich etwa dort in den 2 alten 20er Bäumen, dort in der Ecke rein. Ja, dort ziehen wir Wasser und dann machen wir noch das Loch. Genau so ist es. Haha, neue Wege, neue Wasserwege. Und da oben runter kommt dann auch Wasser. Ja, und die nächsten 3 Tage gibt es Regen. Darum sind wir jetzt dran, damit das sich füllt. Schauen wir mal dort oben den Jacksgarten. Bis dahin im Food Forest Nummer 1 ist alles verbunden. Ich glaube, das ist ein guter Grund zum Feierabend machen. Aber ja, haha, so gut, so schön. Schau mal, da Food Forest Nummer 1, wo alles trocken ist, hat jetzt Wasser, fließendes Wasser bis dahin. Ein kleiner Teich, kleiner Loch, von da geht es dann weiter. Ja, Fortschritt, Progression und sowieso und überhaupt. So schön, danke ihr 3. Wuhu! Ihr zeigt mir Wischeli. Ihr zeigt das Wischeli.
Ja, hallo zusammen. Bei mir ist jetzt Sonntag, schon am Nachmittag. Wie ihr ja mitgekriegt habt, habe ich heute ausschlafen und bin auch nicht dabei gefilmt worden. Danke, Colin. Ja, dafür wollte ich euch gerne zeigen, was ich gestern Abend noch gemacht habe. Ich bin nämlich die am längsten noch wach ist und noch Sachen erledigt. Und ich habe euch ja gesagt, dass ich noch Kräuter gesammelt habe. Und da zeige ich euch jetzt ein paar Sachen, was ich da noch daraus gemacht habe. Zum einen habe ich noch ganz viel Sirup gemacht, und zwar aus Schafgarben nochmal. Diesmal habe ich aber auch die Blüten dran getan. Es schmeckt noch ein bisschen besser, also schon vorher habe ich mega fein gefunden. Und jetzt habe ich noch Blüten dran gelassen, also noch viel, viel besser. Und das andere habe ich noch aus Beifuss auch noch Sirup gemacht. Schmeckt auch sehr lecker. Also das sind genau die richtigen Sirups hier oben und die sind mega, mega erfrischend. Dann habe ich da wieder mal meine Trocknungsecke. Da habe ich noch Salz gemacht, aus Beifuss auch. Schmeckt auch ganz angenehm schon. Bin ich auch schon sehr gespannt. Dann da drin habe ich noch, was habe ich da drin? Ich muss jetzt schnell schauen. Also, auf dieser Seite habe ich noch Nachtkerzenblüten. Und da weiss ich es gar nicht mehr. Ah, mal Thymian. Genau, nochmal ein bisschen Thymian. Und da oben habe ich noch mal wilde Möhre. Da habe ich sonst noch ein Säckchen mit allerlei drin und ein Bündel Schafgarben, die ich auch noch getrocknet habe. Da habe ich noch Beifuss, einfach so zum Trocknen. Den tue ich nachher dann abnehmen von der Pflanze. Und den kann ich dann zum Würzen benutzen und so weiter und so fort. Und auch noch zum Räuchern benutzen. Dann da unten in unserem Schlafzimmer, weil es da einfach am dunkelsten ist, habe ich noch 2 Tinkturen angesetzt. Und zwar einmal haben wir da die da, das ist mit Johanniskraut. Da habe ich mit Olivenöl angesetzt. Und das da ist Beifuss. Das habe ich mit Wodka angesetzt. Ja, das tue ich jetzt da ein paar Wochen schön im Dunkeln stehen lassen. Immer wieder ein bisschen umrühren. Und wenn es dann fertig ist, kann ich es dann abfüllen. Und hilft das für allerlei. Entweder kann man es einmassieren, wenn man Gliederschmerzen hat. Man kann es aber auch innerlich einnehmen. Also 2 ganz gute Sachen, die man für Mensch und Tier kann benutzen kann. Bin gespannt. Ja, und das ist das, was leider im letzten Video nicht mehr Platz hatte, weil ich auch geschlafen habe. Habe ich euch das gerne nicht mehr zeigen. Ja. Und was ich auch immer mache jetzt, Brot backen. Wir haben einen grossen Brotverbrauch momentan. Und darum tue ich eigentlich jeden Tag 1 Kilo Brot noch backen. Und das ist, ja, natürlich muss ich das Mehl aufschleppen. Was auch nicht unbedingt leicht ist, aber es schmeckt auf jeden Fall viel, viel besser als gekauftes Brot und es lohnt sich. You work all day from 9 to 5 and come home feeling half alive. Never see your kids and wife, and I've got news for you. There's no point doing what you do unless it's somehow good for you. Got to get a result or two in the form of something real. Nachher gibt es den Überlauf da, der läuft so da dran, aber dann bis zur dritten Hose, dann gibt es nochmal einen Teich. Bei diesem Teich gehen wir nach rechts rüber und dort wo der Gitterabboden liegt, dann gibt es nochmal einen Teich. Genau. So, Fortsetzung folgt. Ein Grund zum Abonnieren und Glöckchen drücken, damit es sicher nicht verpasst ist, wie unser Wassersystem weitergeht. Aber jetzt, für heute, ist Feierabend, geht gar nichts mehr. Und wir kommen sogar noch Besuch über. Der Musiker Megis kommt auf Besuch. You're feeling stressed and not the best and have trouble finding happiness. Well, here's one thing I will suggest. Contain yourself, yield. Contain yourself, yield. Sustain your energy. Don't drain yourself, maintain yourself. Obtain yourself, yield.
Now money is not the only yield you could be making. Heute ist Montag. Es hat geregnet die ganze Nacht und es läuft ganz viel Wasser und es fängt schon wieder an zu regnen. Aber schaut mal, Permakultur ist auch, wenn Wasserarbeit ist viel wichtiger zu machen, wenn es regnet. Wie da sieht man, wenn viel Wasser fließt, was passiert. Und was wir jetzt am machen sind, ist das Wasser, anstatt dass es geradeaus runterläuft, sind wir übers Land am Steuern, hin und her. Schön langsam, nirgendwo tief, aber einfach, dass es dauernd fließt, aber schön langsam durchs Land, übers Land. Und ja, ich zeige euch später von oben, wie das aussieht. Aber ich sag's dir, die drei, die Linda und wie die zwei Tschechs stehen, ich musste sie zwar wachrütteln heute Morgen und wenn die Schuhe in den Arsch geht, um aus dem Bett rauszukommen mit dem Regen, aber ich bin so dankbar, sind sie aufgestanden, weil jetzt ist der Hammer. Und eben, lernen. Über Wasser tut man, wenn Wasser fließt. Genau, wollte ich sagen. Später. So, gehen wir Mittagessen. Machen wir Mittagspause. Bevor es jetzt kann es wieder reden. Machen wir jetzt Mittag. Hoffen, dass alles gut bleibt. Thirsty, then you order. Get yourself a drink of water. And if it's gonna be cold and you're feeling bold, you can cheer yourself a sheep. In any given moment, there's everything you need. Just look around, it will be found. And obtain yourself a yield. Obtain yourself a yield. Take only what you need. Life's pretty fun when you're getting some, but there's no need to greed. Obtain yourself a yield. Bis zum Dachsteich. Alles verbunden. So. Gerade etwas gegangen. And one for others too. Make sure to see Irgendwas what's sein. deal, what's good for both of you. Ein richtiger Wasserpark. Yeah, an easy way to do it is to give one to your friends. Because the good things you do come back to you, and the yield just never ends. That's right, the good things you do come back to you. Ja, nachdem heute Morgen wieder so viel geleistet wurde seit den letzten 3 Tagen, unsere Woofers, die gehen heute schon wieder. Wir haben uns jetzt ein richtig gutes Feedback-Gespräch miteinander und uns austauscht. Ich bin ihnen dankbar, weil wir haben richtig viel gemacht. Aber ich habe nicht gewusst, dass sie gehen schon wieder. Das haben sie, ja, zu wenig Gemüsebau, haben sie gemeint. Zu wenig Gemüsebau. Und zu fest Wasserarbeit. Aber das, gehen wir mal mein Profil anschauen. Es steht nur so Sachen. Egal. Ich habe viel vorgenommen. Und jetzt kann ich halt das Wasser wieder abschalten. Weil ich allein komme nicht nach. Also Claudia und ich, das Zweite, wir kommen nicht nach mit dem, was muss sein, wenn so viel Wasser fließt und weil es regnet die nächsten 3 Tage. Darum kann ich es abschalten, damit wenigstens der Druck weggeht. Aber ja, es war schön zu sehen, wie alles läuft. Ich bin zufrieden, ich bin dankbar und gut ist, ja. Hey, Johanka und Matti, viel Glück auf euren weiteren Weg.
Und danke, dass ihr uns geholfen habt. Linda, gute Besserung, unsere Praktikantin, verlässt uns auch. Aber es ist schon schön alles, wie es fließt. He? Schon mega schön, die Wasserarbeit, die schon geleistet worden ist. Leeres Bach, der läuft, australischer Teich, der Wasser drin hat. Unten durch jetzt der neue Hang. Und ja, mega, mega. Aber eben, es kommt wieder regnen. Und 3 Tage Regen. Allein. Mach alles wieder mal zu. Es muss wieder wachsen. Das ist der Normalbach. Da geht es zum Wasserhang, Wasserhügel und Leersbach. Da habe ich jetzt abgestellt, seht ihr, da fließt fast nichts mehr. Bisschen tickert. Und die ganze Woche geht jetzt der Bach ab. Dort, wo es immer hingeht. Also ja, ich habe es wieder abgestellt. Ja, Hündli. So schnell geht das. Das ist eben schon wichtig, dass man es im Griff hat. Habe ich schon mal gesagt in einem alten Video. Ab ist wichtig. Wenn man etwas macht, sollte man nicht einfach links. Und ja, so ist es. Jetzt ist es trocken. Jetzt fließt kein Wasser mehr in den Bach hinein. Außer Regenwasser. Genau. Dann wird das jetzt alles wieder stillgelegt. Kurz und schmerzlos ist es abgestellt. Das hier ist Klanghang, Zuleitung für Waterloo. Das lasse ich noch weiterhin laufen, weil das kann ich allein meistern. Und den Rest lasse ich jetzt wieder ruhen, bis sie wieder Leute haben, die da sind. Und ja, bis es wieder wächst. Aber das Gute ist, wir haben heute so viel gemacht, gestern so viel gemacht. Und jetzt hat der Boden viel mehr Wasser, es kann es aufsaugen, es kann wachsen. Wir haben Fortschritt gemacht und das ist das Wichtigste. Schritt für Schritt. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Auch wenn es geht. Mein System hat mehrere Systeme. Da zum Beispiel geht es auch wieder zum Bach zurück. Jetzt habe ich aber gesperrt, das sind Doppelsperrung oben abgestellt. Ja, ich habe mehrere Schaltstellen, die ich schalten kann. Aber ja, es ist schon noch wichtig. Und da unten ist jetzt alles wieder ruhig. Und in ca. halb Stunde, also bis ich drinnen bin, ist wahrscheinlich Leersbach schon wieder nicht mehr am Laufen. Schaut, das ist die Anu. Und die Anu ist die Geschwister vom gleichen Wurf wie Bonnie und der Drake. Nur sie ist ein bisschen grösser, aber da sieht man eben genau, wie der Energiehaushalt, was der Energiehaushalt macht, da oben in den Bergen. Flachland Schaffhausen oder Gebirge Wallis. Aber Bonnie und Anu sehen schon ein bisschen gleich aus. He? Ja, aber ich vermute, Anu sieht am ähnlichsten aus wie der Buddy. Gell, Anu? Zeig dich mal. Siehst du aus wie der Anu? Nein. Anu! Ja! Die Donuts, die wir da um die Bäume gemacht haben, da auf Food Forest Nummer 1, Terrasse 4, die nützen schon etwas. Schau mal, die Kiwi zum Beispiel ist schon wieder neu getrieben. Herrlich. Also da, das sieht sich wieder wunderbar aus, der Äpfelbaum. Oben auch neu getrieben. Alles dank den Donuts, die wir gemacht haben. They call me Arabella, eyes of brown. I'm a chicken from the baddest part of town. They lock me up with 7 million hens like me in a big smelly egg-laying factory. So schön, schau mal. So richtig schöner Regenbogen. Fängt hier im Tal an und verschwindet irgendwo dann. Aber richtig schön. Danke vielmals, dass wir das heute sehen dürfen. Oh,
Jetzt tun wir da das Holz, haben wir halb gefüllt, oder 3/4 gut gefüllt. Jetzt füllen wir es mit Kompost. Du fragst dich, wieso wir da Holz rein da haben. Ja, erstens mal, damit wir weniger Kompost rein tun. Zweitens mal, das Holz versetzt sich mit der Zeit. Und in der Zwischenzeit saugt das, jedes Mal, wenn es nass wird, saugt das Holz Wasser auf. Dient als Schwamm, also ist dann da. Und dann ist auch der Boden gut durchgelüftet unten rein. Seht ihr, mit einem Kübel Kompost ist da schon fast voll. Genau. So, und jetzt ist der Topf schon fast voll und ich empfehle das auch für Hochbeete und für alles, was ein Füllmaterial braucht. Zuerst mit Holz unten rein. Und ja, auch das ist Permakultur. Da hinten Holzkohle haben wir gesehen, habe ich auch noch drin da, den Grill geleert. Funktioniert alles. Ja, der Finn, der jetzt gerade auf Besuch ist, hat übrigens einen eigenen Kanal. Wie heisst dein Kanal? OP Gamer Finn. OP Gamer Finn. Ja. Und den Link seht ihr jetzt da unten im Beschreibung. Da könnt ihr Shorts über Schach schauen, gell? Und was für Spiele spielst du noch? Modern Warships. Modern Warships. Also wenn ihr Videos über Modern Warships schauen oder über Schach, Shorts über Schach vom Finn, dann könnt ihr jetzt unten in der Beschreibung schauen und direkt auf seinen Kanal schauen. Und er hat uns da 2 Pflanzen mitgebracht. Weißt du, was das sind? Das ist Wermut. Nein, nicht Artemisia. Ich glaube es nicht. Ja, das ist nicht Okay. Wermut, das ist Artemisia. Der Wermut ist so fast graugrün. Und das da ist, Pfefferkuchen. das ist Pfefferkraut. Wenn das wach groß ist, sind die kleinen Blätter nicht so scharf und die großen Blätter so richtig scharf, hat der Film mir erklärt. Ja. So wie Meerrettich. Genau. Und jetzt wächst das da schon. Haha. Seht ihr? So schnell geht das. Ein bisschen Holz unten rein, Kompost und nachher den alt aussehen und gut ist. Und da können wir noch schauen, was wir reinpflanzen. Vielleicht willst du uns ja ein Pflänzchen schicken und ein paar Zwiebeln und wir können es da reinstecken. Machen wir gerne. So, wieder mal sind wir auf dem Weg, um einkaufen. Gitarre abschleppen, leere Rucksäcke mitnehmen, auf die Post holen. Vielleicht ist ja schon unser Packsattel da. Und dann einkaufen und dann wieder alles auftragen. Und was machen wir, Finn? Was holen wir noch? Pizza. Gell? Für einen Pizzaofen. Ja, yeah, freuen wir uns, gell? One day along came someone like you. Schau mal, da ist der Alois. Und heute tun wir für den Alois, den Claudia und ich, wir drehen einen Videoclip, gell Claudia? Wir freuen uns mega. Und nicht ein Videoclip für unseren YouTube-Kanal, sondern für den Alois, seinen neuen Hit. Wie heisst dein Hit? Güte so. Gut so, es ist gut so, dass wir dabei sein. So, gerne, wir freuen uns. Aber, ich muss schon ein bisschen sagen, ich bin schon ein bisschen nervös. Ich bin nämlich nicht gewöhnt, vor dem Video vor der Kamera zu stehen. Überhaupt nicht. So schön. Gut so. Ab bald, sehr bald im YouTube. Sag mal nochmal deinen YouTube-Kanal. Alois Spinner. Ja, also vermutlich, bis du das Video schaust, kannst du jetzt schon direkt auf Alois Binner seinen YouTube-Kanal, den Link da unten in der Beschreibung, kannst du schauen, wie der Videoclip sollte eigentlich schon draussen sein. Ja, Ja. oder? Ja, ich würde Und schon dann kannst sagen. du noch abonnieren, oder? Das Gell? wird logisch, aber nicht alles. Abonnieren, kommentieren, liken und ja, teilen. Weil das wird der allererste Musikvideoclip mit Claudia und mir und der allererste Release vom Alois Binner. Gell? Allererster Release. ist das? Allererste Allererste Videoclip. Videoclip. Von Live-Aufnahmen. Genau. Nur Ein Premiere. Tipp, um Frieden und Chance, das Lied. Das ist wichtig. Oh ja, Frieden und Chance. Weißt du was? Frieden und Chance. Gehen Sie schauen, gehen Sie liken, teilen, teilen, teilen. Weil Frieden braucht eine Chance. And let me tell you just what they did do. Got me out, took me away. It was the first time I Guys, seen hat the wieder mal light of gefunden, day. es ist Zeit zum Weidwechseln. Und wie so oft brechen sie dann einfach aus, wenn sie genug haben. Aber eben, bei uns in Dresden bleiben sie einfach da. Die hauen, also jetzt, heute Morgen sind sie dann einmal in die Hügel rauf.
sondern sind einfach ums Haus herumgeblieben, dass wir ja keine Mühe haben. Ich danke euch, liebe Geister, für das, dass ihr uns so unterstützt. Also wenn sie schon ausgebüchst sind, dann nutzen wir gerade die Chance, um sie wieder mal zu bürsten. Weil der letzten Weide haben sie da ganz viel, gesehen da, die Natur lässt ganz viele Füßchen hinten da. Dann müssen wir sie jetzt nutzen wir gerade die Chance, wenn wir sie da schon dann haben wir sie in den Stall genommen, ins Brusmius und dann sie jetzt da bürsten. Und ja, vielleicht müssen wir sogar noch ein paar Büschel rausschneiden, wer weiß. Aber ja, das ist jetzt heute Morgen meine nächste Aufgabe. Man muss es nehmen, wie es kommt. Geplant habe ich etwas anderes, aber man nimmt es, wie es kommt. Genau so ist es. There was a Jacti, wie nachher für die Bavaria, ist das allererste Mal, dass sie so richtig durchgenommen werden. Aber ich muss gerade sagen, ich finde es so viel schöner und so einfacher, das Zweite. Danke, Chrissy, dass du mir da hilfst bei dem. So kann man heben und strickeln gleichzeitig. Zusammen ist man eben viel effizienter. Gell, Jacti? Nein, wir bleiben da unten. Ja, gell. Praktisch so auf der Beim allerersten Mal, aber es ist ein Schreihals. Macht's gut, aber es ist ein Schreihals. Und die da hinten auch. Die sind auch nicht beim letzten hoch. Also weißt du, die sind ja. Ja. Komm schon. Also, Chuck, die ist jetzt fertig. Das ist die da. Der sieht jetzt wieder hübsch aus. Und jetzt ist da. Bavaria. Ich das erste Mal. Und sie findet es gar nicht lässig, weil sie ist auch sonst eine Scheuche. Sie lässt sich nicht gern, also sie kommt auch nicht gern streicheln lassen. Und so. Also ist das nicht das jetzt. Für sie ist das eine grosse Sache. Gell, Bavaria? Zuerst den Kranz noch. Ja, fast geschafft. Fast. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe als Vater schon mit der Sophia früher als kleines Kind die gleichen Streitereien gehabt. Weil wenn die Sophia ihre Haare recht im Kopf hat, gibt das sind auch rechte Knöpfe, die sie haben kann. Sie hat auch rechte Haare wie ein Geiss. Und darum bin ich mir da gewöhnt, so gekämpft habe beim Haarenbürsten. Gell, Sophia? Wir mögen uns gut daran erinnern. Ja, Colin und sein Rücken. Er hat schon länger nicht mehr einkaufen. Ich habe eigentlich immer eingemacht, ab und zu hatte ich auch Hilfe gehabt. Aber einfach, dass ihr nicht immer nur den Colin schwer schleppen seht, zeige ich euch jetzt mal, was ich alles aufschleppe. Zum einen habe ich da voll den schweren Rucksack. Und dann habe ich da noch 2 Boxen. Also alles in allem top, das ist Hühnerfutter und Hundefutter total. Aber ja, von dem wird sonst nichts gezeigt im Film. Darum habe ich gefunden, so, jetzt zeige ich es euch mal. Weil er ist nicht nur der Arme, der immer alles aufschleppen muss. Es gibt auch andere Leute, die alles auf die Riste aufschleppen. Ich bin echt froh und echt dankbar, wirklich, wenn dann das Eseltragstell über den Zoll geschafft hat und da ist. Weil, ja, es geht auch mir in den Rücken, ehrlich gesagt. So, jetzt sind wir bei der Regine da. Und die Regine ist die letzte. Die haben jetzt alles schon gestrahlt. Und dann könnt ihr auch sehen, wie da hinten hängen alle so gemütlich sind zum Hängen. Die haben es eigentlich alle nicht genossen, aber sind jetzt froh, sind gebürstet und gestrahlt. Weil die haben ja alle so richtige Disteln drin. Da in diesen Haaren sammeln sich Sachen, aber das wissen ja unsere Dreadlocks-Freunde alle auch. Wie sich das, schau mal da. Fink. Kannst du da ein bisschen näher kommen? Seht ihr das? So die Disteln, die sich da rein verfangen. Die Haare sind voll von diesen Disteln und eben das ist so die Hauptaufgabe, die Disteln rauszubringen immer wieder. Und dann all die kleinen und dann nachzubürsten. Aber die Regine hat ja super an. Jetzt habe ich noch eine andere Frage an euch. Vielleicht an die Geissenexperten. Wieso
kannst du von hinten kommen, da, Findli? Oder da von der Seite? Sie tut nicht stillen, aber sie tut auch nicht abstillen. Im Sinne von, ihre Uten werden nie kleiner. Kann mir da echt jemand erklären, wieso? Vielleicht in den Kommentaren rein. Jonas, Johann Markus, weißt du echt wieso? Du kennst dich ja recht aus mit Geissen. Oder wenn sich sonst jemand auskennt mit Geissen, vielleicht kann er uns ein Feedback geben. Oder ob es ein richtiges Kütchen gibt, das es richtig abstillt oder so etwas. Ja, weil eben, wir können immer wieder nachmachen, aber es passiert wie nichts. Und sie hat und in der Zwischenzeit ist es auch ein bisschen wund vom Nachschleichen. Logischerweise, ein bisschen wolfmäßig. Ja, und eigentlich würde ich gerne etwas unternehmen für sie. Ja. Also, falls du einen Tipp hast, gerne kommentieren, gerne Kontakt aufnehmen, paradieschi.triesta@gmail.com oder kannst du mir auch anrufen, 076 336 1710. Egal wie, helfen, ich bin froh darum. Danke. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die hübscheste Geiss im ganzen Triesterland? Sind all gestriegelt, sind all geputzt, Viertel geschnitten und Ponys gebürstet. Gell, Jacti, euch geht's gut. Danke fürs Mitmachen, Ladies. Wir können wieder mal Tag 2 euch einlassen. So, jetzt gehen wir zum Mittagessen und am Nachmittag können wir sie wieder neu einzäunen. Und ja, damit Esel auch wieder ihren Platz bekommt. Ein rechter Büschel hat das gegeben. Leck mir. Am Jopen, da hätte man gerade noch einen Jopen daraus machen. Schau mal an das Haar. They took me home and gave me my own patch. I had to learn just how to pick and scratch. I was so happy I just had to express. Could finally provide a bit of chicken heads. I was a free chicken. Yeah, free range chicken. Hey, jetzt wo wir gerade im Waldkleinen sind, wollte ich euch noch mitteilen. Vorne hat sich der Donickel bei mir gemeldet mit einer Sprachnachricht von wegen der Kobold vom Zauberwald. Der Sam Smiley hat vor 2 Jahren im Videoclip vom Donickel, der Kobold vom Zauberwald. Und heute haben wir Bescheid bekommen, ZDF wird der Videoclip ab jetzt dann im Fernsehen laufen lassen. Und das wollte ich euch einfach mitteilen, weil ich habe so Freude. Es ist so schön. Und der Moreno von Uetike, ein 14-jähriger Megatalent, hat das Ganze gefilmt, der Teil von mir, und das ist in Uetiker Wald und sowieso und überhaupt. Ich wollte es einfach teilen mit euch, weil ich habe so Freude. Now when I say buck, you say buck. Wieder mal ein Netz aufgehängt da, damit die Türen eigentlich nicht raus können. Schauen mal, was Breeze daraus gemacht hat. Sie hat sich da angefangen zu verkleiden. Hey Breeze, was machst du? Guten Morgen. Es ist Freitagmorgen. Breeze ist schon voll am Seich machen. Und ja, wir haben gestern noch Besuch bekommen. Claudia und Alex sind da. Finn und Chrissy sind immer noch da. Heute kommt mein Vater und Sophia. Yes, endlich wieder. Und morgen kommen auch noch mehr Besuch und noch Woofers kommen noch dazu. Es ist so richtig Ort der Begegnung. Und ja, heute Morgen kommt ja noch der Videoclip raus vom Always. Und es geht so richtig ab. Und heute gehe ich sogar wieder mal auf den März. Gell? When I say scratching, you say dirt. Scratching. Und auch Bonnie ist heute Morgen unterwegs. Dirt. Scratching. Dirt. Yeah, when I say. Breeze will nicht, dass der Finn geht. Schau mal, dass da sie belagern, denn dass er nicht gehen kann. Sie will einfach nicht, dass der Finn geht. You say. Hey, wisst ihr, was ich heute für ein Glück habe am Wochenmarkt? Hören ihr das im Hintergrund? Das ist der Visi. Und wisst ihr, wo er ist? Genau neben mir. Mein Glückstag. Schaut das an.
Yeah. Pole Position für Liederwünsche. A million miles away, my baby sister. Now let me see you scratch. Come on, get to work. Samstagmorgen. Auf den Mittag kommt ein Mover. Am Nachmittag kommt Simon und Familie. Weißt du noch, die Halle zu nehmen, wo ich letztes Jahr bin, Party machen. Am Nachmittag kommt der Dominik, das ist der, der das Gartenhäuschen auseinandergenommen hat, plus noch 2, 3 Kollegen. Mein Vater ist da, Sophia ist da, heute Abend gibt es Grillieren, das 12. hoch. Jetzt gehe ich mal posten. Wieder guten Abend. Der Buddy ist bei uns. Lea war kurz da und schon wieder gegangen, sie hat einen anderen Auftrag. Gell Lea, das schaffst du. Und ja, spannend wird's. So, wer wohnt echt da rein? Hä? Das ist ein Teil von einem neuen Stall, das neue Gehäuse von unseren neuesten Mitbewohnern. Also sprich, heute Nachmittag, Samstagnachmittag, sind 2 neue Mitbewohner, also es sind im Gesamt 6. Aber 2 verschiedene Tierarten. Und das eine ist da und wir sind jetzt zum 2. Mal am Uferlaufen. Das ist unser neuer Ufer. Say hello! Hello. Now introduce yourself to everyone. Hi, I'm Maceo. I'm from Minnesota in the U.S. And how many weeks or days are you going to be with us? I'm gonna be with them for like a week and a half. A week and a half. So Yeah. you're going to see him. Ihr werdet ihn sehen in diesem Video und in dem nächsten Video und vielleicht im übernächsten Video auch noch, wenn ihr es aushaltet. So Yeah. if you actually hold through, if you keep your word, you're I going to be will. in 3 videos. Oh, dang. Hey! I'm gonna be famous. Yeah, man! Jeez. People are Famous! gonna be asking me for my autograph. That's it! We're recording. Ja, ich recording. Yeah, we're going. We're live. Yes. So fein, schau mal, so schön der Braten. Hey, ich sag's euch, ihr habt so Pech, dass ihr es nicht schmecken könnt, aber richtig schön. So schön. Ich sage einen guten Miteinander, eine riesen Runde sind wir da, 12 Leute gleichzeitig am Essen. Wow, ein guter zusammen. Einfach, schade, regnet es. Aber noch. One more. Give me the spotlight there. Yeah, spotlight. Oh. Wow, glistening, golden. Hey zusammen, es ist Sonntagmorgen. Und Claudia, mein Vater und ich, wir kommen gerade heim. Wir haben einen Hofbesuch gemacht. Wunderschöner Hof, wunderschöne Leute. Es geht weiter, es gibt Lösungen. Mehr erzähle ich nicht. Jetzt seht ihr, ich trage jetzt Hühnerfutter auf, weil gestern habe ich nicht alles mehr aufgetragen. Claudia trägt noch Werkzeuge auf. Und dann ist hoffentlich, vielleicht das letzte Mal, also geniessen es. Es ist das letzte Mal, wenn ich mir hoffentlich sehe, schwere Sachen auftrage. Weil hier oben ist der Packsattel und heute kommt der Monsun sein erstes Trainings über. Das seht ihr erst nächste Woche in dem Video. Und ich tue auch jetzt noch nicht das Video abschließen, weil eine Szene möchte ich euch noch zeigen, wenn wir ankommen. Da haben wir hier oben 3 gute Freunde plus einen super Ufer, die schon am Arbeiten sind den ganzen Morgen. Ich habe gestern schnell erzählt, um was es geht und jetzt sind sie schon da, ohne Dirigation. Und das sind gute Kollegen, ich sag's dir. Sehen wir dann hier oben und dann sagen wir, was sagen wir dann? Ja, wir sagen dann das was wir sagen. Aber jetzt müssen wir zuerst noch auflaufen, gell? Well, ever since that day I came on the scene. Such Nummer 1, der Markus ist am Kochen. Wie man gerade auch sieht, vom schön geschnittenes Zeug ist der Profikoch. Also ich freue mich auf den Mittag. Und jetzt gehen wir schauen, was die anderen gemacht haben. Sophia hat natürlich alles gemeistert und den Boden putzt. Ich habe es schon wieder dreckig gemacht. Gell, Sophia? Genau. Dave hat schon seine Weinflasche in der Hand. Nein, aber es ist nur am Aufräumen. Ja. Schau, da unten sind sie mit den Steinen umbiegen. Also nein, die Steine sehen wir gerade nicht. Oh, jetzt habe ich Koloni. Schau, Dominik mit der Garette, Maceo mit dem Hütli und der Felix mit dem grünen T-Shirt. Wow, Weltklasse. Das gibt eine Steinmauer. Doch, eine Steinmauer. Dominik, bist wieder mal in Dresden.
Yeah! So, jetzt ist die Mittagspause, nie mit mir am Arbeiten. Nehme ich mir Zeit, schaut mal, was sie heute Morgen einfach schon gemacht haben. Da richtig mehr ausgraben, schöne Wände. Die Steine schon anbiegen, wie da gibt es eine Trockenmauer. Es gibt aber noch Pfosten. Da wird noch abgetragen, damit es Fläche wird. Genau. Und dann gibt es noch Pfosten, weil da gibt es eben so eine Allee, ähnlich wie unser Pergola. Genau, so ist es. Es sieht schon sehr gut aus. Und es ist erst Sonntagmittag. So gut. So gut. Gute Freunde habe ich. Ich sage nur Danke. Also der Koch braucht ein bisschen länger mit Kochen. Also ist doch noch nicht Mittagspause. Aber mit den Schweizer Häuschen aufräumen. Das ist nämlich ein hoher Puff, gell Dominik? Ja, länger brauchen, hat auch gar nicht angefangen. Mal, schon lange am Schnäbeln. Schon Stunden ist er am Schnäbeln. I'm way more than just an egg-laying machine. Stuff the ground, Das Problem, das ist Claudia Flandes. do a little, do So, Claudia. Es ist 5 vor 4 Uhr, so spät habe ich das Video schon lange nicht mehr gemacht. Ja, das stimmt, ja. Aber es war ein guter Tag bis jetzt, oder? Ja, super. Hammerfein, jetzt Mittag hat es gegeben um 3. Oh mal, das ist jetzt schon wieder ein Insider. Hey Claudia, was ist die Woche? Fühlt sich an wie ein Monat. Ja, schon ein bisschen. Was war dein Highlight gewesen? Ja, der viele Besucher gekommen ist. Gell, hey, so Ja. viele verschiedene Besuche. Ja, so Und- gute Leute, das ist echt schön. Und wie war es, die Hauptdarstellerin zu sein in einem Musikvideo? Das ist natürlich auch ein Oberhighlight, ja. Das Ja. habe ich noch fast vergessen, aber ich habe nicht gewusst, wir dürfen es erwähnen, gell? Es ist ja schon ein Ja, ist schon draussen. Sind Sie schon schauen? Warte, Sophia will etwas fragen. Ah, eben das Video, Sophia ist jetzt wieder weg. Sophia war auch ein Highlight diese Woche. Ja, Boah, was die heute die Woche geleistet hat. Hey. definitiv. Unglaublich. Super bist du, Sophia. Was soll ich noch sagen? Ja, eben, geht das Video von Alois schauen. Oben rechts da der Link. Nochmal nein, unten im Beschreibung ist der Link. Und ja, ich wollte einfach nur sagen, danke für die Woche. Danke, liebe Universum. Sehr spannend gewesen. Mega spannend. Definitiv. Und wunderschön, wie es abschließt. Freut euch auf nächste Woche, weil es kommen wieder super Sachen, Haufen neue Aufes. Ich kann noch eins sagen, falls du jetzt noch am Schauen bist, ich will dich belohnen. Wenn du am Schauen bist und deine Belohnung willst, dann schreib ja gerne in den Kommentar. Hä? Wie du bis am Schluss geschaut hast, dann gibt es ein 3 Salzpäckchen, das wir dir schicken. Ist gut, Claudia? Ja, okay. Weil Claudia produziert immer wieder Salze, ganz feine verschiedene Salze. Und wie du immer bis zum Schluss schaust, finden wir, du verdienst so ein Salzpäckchen. Da gibt es 3 Salz per Post für das, wenn du da einfach jetzt in die Kommentare schreibst. Ja, gerne. Und sonst wünsche ich eine gute Woche. Ja, Danke fürs Liken, abonnieren. Teilen und Kommentieren. express your chickenness. Tschüss zusammen. So come on, be a chicken too.